Wir kommen heute zum zweiten Teil aus unserer vierteiligen Serie Wer ist Jesus? Und im ersten Teil behandelten wir ja die drei wichtigen Punkte, nämlich dass Jesus der Sohn Davids war und ist, aus dem Haus Davids, aus dem Stamm Juda. Er wird ja auch der Löwe Judas genannt. Und das ist ganz wichtig, diese Abstammung vom König David. Der zweite Punkt, da ging es um den verheißenen Erlöser, der in vielen Details angekündigt wurde, damit Israel unfehlbar die richtige Person als Messias identifizieren konnte. Immer wieder sagte Jesus, auf dass ich die Schrift erfülle. Ganz wichtig. Und das ist auch unser fester Anker. So viele Prophetien haben sich da erfüllt. Und durch seine Zeichen, Wunder, Taten, durch seine Vollmacht zeigte er auch, er ist der Herr des Universums, der Zeit und der Materie. Ganz wichtig. Natürlich wird es bekämpft. Das wurde damals abgelehnt von der religiösen Obrigkeit. Und viele Lügen wurden verbreitet. Nämlich, dass Jesus in Wirklichkeit nicht gestorben wäre, dass er nur scheintot war, dass er mit Maria Magdalena verheiratet gewesen war. Man will ihn auf die menschliche Ebene herabziehen. Man will das irgendwie erklären, dass er eventuell in seinen jungen Jahren in Indien war und hat da einige magische Tricks gelernt und lauter so verrücktes Zeug. Man flüchtet einfach vor dem Kreuz. Man will sich nicht verlorener Sünder heißen lassen. Aber wir brauchen diese Vergebung und deswegen ist Jesus gekommen und davon handelt jetzt dieser zweite Teil. Jesus ist Gott und er ist gekommen in Menschengestalt, um unsere Sünden zu vergeben, für uns gestorben, um die Sünden zu vergeben, die uns von Gott auf ewig trennen. Ja, viele sagen dann einfach, Jesus war ein Idealist, er war ein guter Mann, ein gutes Vorbild, er war ein Religionsstifter oder er hat für die soziale Gerechtigkeit gekämpft. Er war vielleicht der erste Kommunist oder sonst irgendetwas, ein Revolutionär. Und so versucht jeder, sich seinen eigenen Jesus zu modellieren. Aber die Bibel sagt, er ist Gott. Ganz wichtig. Und davon handelt heute dieser zweite Teil. Ganz wichtig, wie wir diese Frage beantworten. Die entscheidet über Zeit und Ewigkeit, über unsere ewige Verlorenheit oder ewige Errettung, über Himmel und Hölle, über Vergebung der Sünden, Gemeinschaft mit Gott, gerecht gemacht in Jesus und für immer im Himmel, in diesem ewigen Leben. Und diese Sehnsucht hat Gott uns ins Herzen gegeben. Möchten viele durch diesen zweiten Teil gesegnet werden, auch suchende Menschen. Das ist unser Gebet. Ja, und das alles, diese ganzen Taten Jesu sind ja in Israel passiert. Hier eine Landkarte von Israel und wir sehen rechts unten diesen großen blauen Fleck ist das Tote Meer und der kleinere blaue Fleck oben, das ist der See Genezareth. Und gerade oberhalb an der linken Ecke oben, da hat Jesus sehr viele Wunder vollbracht. Ja, gerade um Kapernaum herum. Zum Beispiel hier in Tabga, auch einer der Plätze, auf den hingewiesen wird als der Platz, als der Originalplatz, als die Originalstätte, wo Jesus einmal diese Brote und Fische vermehrt hat. Und die ersten Christen, die haben dann diese Symbole als Mosaik, als altes Mosaik in den Fußboden ihrer Gemeinde eingearbeitet, um das nie mehr zu vergessen. Denn dieses Wunder, das war mehr als ein Wunder, das war ein Zeichen. Ein Wunder weist auf ein Zeichen, wenn etwas als Zeichen behandelt wird, das ist ein Wunder, das auch als Zeichen auf eine geistliche Wahrheit hinweist, die über dem Wunder steht, die ganz wichtig ist. Und was war diese geistliche Wahrheit? Trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er euch alles andere dazugeben. Ganz wichtig. Deswegen hat Jesus Fische und Brot vermehrt, um den Leuten zu sagen, ihr könnt mir vertrauen. Ja, ich bin die Priorität Nummer 1, sollte ich sein in eurem Leben. Und dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet gesegnet werden. Ich werde für euch sorgen.
Und als Jesus mit dem Nikodemus geredet hat, das war ja einer der ganz wichtigen Männer in Israel, der gehört ja zum Synedrium, und es war ein sehr vornehmer und einflussreicher Mann, und der kam ja zu Jesus und hat mit ihm geredet. Das heißt, der Nikodemus war offen, er hatte Fragen und er war suchend. Und dann sagt Jesus zum Nikodemus, ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Normalerweise beim Gespräch mit Nikodemus denken wir nur an das Wort, du musst von neuem geboren werden. Aber dieser Aspekt ist auch ganz wichtig, wo Jesus nämlich sagt, dass er über sichtbare Dinge redet und gewisse Dinge tut. Und wenn sie das nicht glauben, wie könnten sie dann das andere glauben, dass man eben nichts sieht? Das ist eine Logik. Deswegen hat Jesus viele sichtbare Zeichen und Wunder getan, um dann eben zu zeigen, ich bin glaubwürdig, ihr dürft auch das glauben, was ich über den Himmel sage oder über die Hölle, über die Verlorenheit des Menschen. Eines Tages fehlten diese Esel, denn Jesus brauchte einen Esel, um in Jerusalem einzureiten, um Sacharja 9,9 zu erfüllen, dass der König Israels demütig auf einem Esel nach Jerusalem einreiten würde. Und dann sagte er, du, geh dort in die Ortschaft, dort oben, da werdet ihr reinkommen, dann werdet ihr dort die Esel finden. Und wenn jemand reklamiert, dann sagt der Herr, braucht sie. Und dann werden die das zulassen, dass ihr die Esel mitnehmt. Und das war ja gerade das junge Füllen, auf dem noch nie jemand gesessen war. Und wir wissen ja, dass ein Esel ziemlich bockig ist und ein nicht abgerichteter Esel, der würde auf keinen Fall einfach so jemandem gehorchen. Das ist unmöglich. Das weiß jeder, der mit Eseln arbeitet oder Esel kennt. Und Jesus hat sich einfach auf dieses Eselsfüllen draufgesetzt und der hat gehorcht. Wunderbar. Wir haben ja über den Tag des Messias gesprochen und da sagte ja Jesus sogar, Abraham, euer Vater, sah meinen Tag und freute sich. Meinen Tag, da spricht Jesus wieder von einem Tag, nämlich das war der Tag des Messias im Zusammenhang mit diesen Eseln, wo eben Jesus als der Messias in Jerusalem eingeritten ist. Da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf. Johannes 12, 13 bis 14 und Sacharja 9, 9. Oder ein anderes Mal, als Jesus die Leute beobachtete, wie sie ihre Almosen im Tempel in den Kasten legten, dann sagte er, ja, die und die Leute, die geben nur ein bisschen von ihrem Reichtum, aber die Frau hier, die alte Oma, die hat gerade alles Geld eingelegt, was sie daheim hatte. Und es waren die zwei kleinsten Kupfermünzen, nämlich 2 Leptons. Das war nicht viel wert, nur einige Cents. Aber Jesus hat es gesehen. Er ging ja nicht hin zu dieser Oma und hat gebeten, dass sie doch die Hand aufmachen sollte und zeigen sollte, was er da einlegt. Er hat von Weitem gesehen, weil er sie kannte. Er hat gesehen, dass sie aus Dankbarkeit Gott gegenüber, im Vertrauen auf Gott, alles gebracht hatte, was sie daheim hatte. Und es war für Gott viel mehr wert, wie das viel mehr Geld, das die Reichen einlegen, aber das eben nur ein bisschen von dem war, was sie hatten. Jesus als Prophet. Oder als Petrus gesagt hat, du, ich werde mit dir sterben, auch wenn alle anderen dich verlassen, dann hat Jesus ihm prophezeit, der Hahn wird nicht krähen, bevor du mich 3-mal verleugnet hast. Und das hat sich genau so erfüllt. Wir kennen ja diese Geschichte, 2-mal vor Frauen, 1-mal vor Mann. Und es war schon sehr peinlich und eine Riesenpleite, als Petrus sogar bis auf den Punkt kam, dass er gelästert hat und hat gesagt, er kennt Jesus nicht. Eine ganz gefährliche Situation im Leben von Petrus, wo Jesus dann sagte, du, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und heute, wenn man nach Israel reist, dann kann man an den Platz gehen, wo eben dieser Hof war, der Hof, wo Petrus Jesus verleugnet hat. Und hier wurden diese Statuen hingestellt,
hier im Vordergrund, links Petrus, der Jesus vor der Magd verleugnet. Also richtig beschwörend seine Hände hochhält, ne, und sagt, ich kenne ihn nicht. Auch da hat Jesus etwas Sichtbares prophezeit, das sich dann gleich im Nachhinein erfüllt hat. Rechts ist dann der Ölberg und gerade im Hintergrund ist der Tempelberg. Oder als Jesus ganz bewusst 4 Tage seine Reise verzögert hat, unterwegs hat er noch gesagt, dass Lazarus gestorben ist. Seine beiden Schwestern Maria und Martha waren ziemlich sauer, als er kam, und haben gesagt, warum bist du nicht früher gekommen? Jetzt ist es zu spät, mehr oder weniger war das der Ton. Sie waren recht böse. Und dann hat Jesus gesagt, eben das ist alles geschehen, hat er vorher schon prophezeit, damit die Leute die Herrlichkeit Gottes sehen würden. Und es gab einen Glauben im Volk Israel, dass am 4. Tag nur Gott einen Toten auferwecken könnte. Hat sich einfach so eingebürgert. Und deswegen hat Jesus das am 4. Tag gemacht. Und er hat gerufen, Lazarus, komm heraus. Er hat es prophezeit und hat gerufen. Und die Schwestern haben gesagt, du mach das nicht, der riecht schon nach Verwesung, das ist gar nicht gut, jetzt ist es zu spät. Und Johannes 5,21 sagte er Jesus, denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Und das hat Jesus bewiesen am Grab vom Lazarus. Und hat es bewiesen, als er das Mädchen auferweckt hat, die Talitha Kumi, oder auch den Sohn der Witwe in Nain, um das zu beweisen, um das zu zeigen, ich bin der Herr auch über das Leben. Er sagte in Johannes 5, 24 bis 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen oder hinübergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und die sie hören werden, die werden leben. Die geistlich Toten, die werden dann leben. Wunderbar, diese Verheißung. Wer Jesus annimmt, wer mich annimmt, hat er gesagt, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Vom Tod zum Leben. Da geht es ja jetzt nicht um den physischen Tod, sondern vor allem um den geistlichen Tod, um die Verdammnis. Und wir haben jetzt durch Jesus das ewige Leben. Und dort in Bethanien, das liegt ja schon am Hang des Ölbergs auf der anderen Seite von Jerusalem, da wird dieses Grab des Lazarus gezeigt. Ist ein ziemlich großes Grab, wo man hinuntersteigen muss, und da unten war die Grabhöhle, das Grab vom Lazarus, wo Jesus eben Tote auferweckt hat. Und das ist schon interessant, wir haben das auch erwähnt, zusammen mit der Schöpfung, dass wir auch Dinge in der Natur haben, die Gott bewusst da hineingelegt hat. Wenn wir die Metamorphose von Insekten anschauen, die irgendwie als Engerling, als Raupe leben, ob jetzt an Blättern oder in der Erde, und irgendwann mal verpuppen die sich dann, und dann kommt ein ganz anderes Tier, wie diese Zikade hier, die machen so interessanten Krach, wie kleine Elektromotoren, wenn die so mal richtig loslegen. Und dann kommt zum Beispiel hier so ein buntes, schönes Insekt heraus. Ganz anders wie die Raupe. Also wie das erste Stadium. Dann geht es über die Puppe und dann kommt das Insekt heraus. Nennt sich Metamorphose. Und genauso werden wir in das Bild Jesu umgestaltet. Das heißt auch Metamorpho. Das ist etwas Wunderbares. Also wenn Gott ein Tier total umgestalten kann, transformieren kann, verändern kann in dieser Puppe, wo sich alles auflöst und ein ganz anderes Tier organisiert wird, Gott hat die Macht. Er kann auch den Toten Leben geben. Hier haben wir einen ganz besonderen Platz in der Nähe von Tabga, wo ja auch Jesus Fische und Brot vermehrt hat. Das ist nämlich Kapernaum. Und da sieht man auf diesem Bild hier links die Reste der Synagoge. Und unter dieser Synagoge, diesen Resten dieser Synagoge, ist also das Originalfundament, das ist etwas dunkler, von der Synagoge zur Zeit Jesu. Das ist also der Originalplatz, wo Jesus oft gepredigt hat, in der Synagoge von Kapernaum. Und rechts, da sieht man so ein Gebäude, das sieht fast aus wie eine fliegende Untertasse. Das ist von den Franziskanern, die praktisch so eine Art Kirche auf Säulen gehängt haben über dem Platz vom Haus der Schwiegermutter des Petrus. Man hat da also Inschriften gefunden, die schon darauf hinweisen, dass das
der Originalplatz sein kann, wo Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Schon was Besonderes, wenn man auf einer Israelreise sich dann dort hinstellt an den Platz der Synagoge, dieser Reste der Synagoge in Kapernaum und dann praktisch weiß, wir befinden uns hier in den Fußspuren Jesu. Das sind Originalplätze, das ist schon wunderbar. Ja, und Markus 6, 54 bis 56 sagt Folgendes. Und da sie aus dem Schiff gestiegen, erkannten sie ihn alsbald und liefen umher in der ganzen Gegend und fingen an, alle, die ein Leiden hatten, auf den Bahren dahin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Höfe eintrat, also überall, wo Jesus aufgetaucht ist, da setzten sie die Kranken auf die Märkte und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren durften. Andere übersetzen den Saum seines Gewandes. Und wer von denselben daran rührte, wurde geheilt. Und hier merken wir eben, wie durch die Übersetzungen der jüdische Aspekt Jesus verloren gegangen ist. Man denkt da, ja, die haben da irgendwo unten an das Gewand hingefasst. Nein, die Quaste, das war was ganz Besonderes. Das heißt Tassels oder Tzitzit. Und es wurde ja von Gott angeordnet, dass sich die Juden, die gottesfürchtigen Juden, diese Fäden an ihre Kleidung hinmachen sollten. Wir sehen hier Soldaten, die tragen dann so eine Art Unterhemd und man sieht unten diese Fäden, die da rausschauen. Das sind die Quasten. Oder hier bei diesen religiösen Juden, orthodox ist nicht gerade immer der richtige Ausdruck, die schauen hier auf die Gebetsmauer und man sieht an ihrer Hose, wie da diese Fäden herunterhängen, an diesem besonderen Kleidungsstück, das sie da drunter tragen. Das hat Gott so gemacht, da sind auch blaue Fäden dabei und was steht da in 4. Mose 15, 38 bis 14? Das ist genau das, was die kranken Leute angefasst haben. Rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider, samt allen ihren Nachkommen und blaue Schnüre auf die Quasten an die Zipfel tun. Und sollen euch die Quasten dazu dienen, dass ihr sie ansehet und gedenket aller Gebote des Herrn. Also diese Quasten haben es direkt mit Gott zu tun. Da denkt man an Gott. Darum sollt ihr gedenken und tun alle meine Gebote und heilig sein eurem Gott. Also als diese ganzen Kranken diese Quasten angefasst haben, war das ein klares Zeichen, dass sie Gott vertrauten. Sie haben um Hilfe gerufen zu Gott. Und die wurden alle gesund durch Jesus. Das ist schon wunderbar. Ja, sehr bekannt sind natürlich auch die 3 Versuchungen Jesu in der Wüste und am Tempel durch Satan. Diese Versuchungen, die sind allen Leuten bekannt. Und Jesus hat sich da jedes Mal mit dem Wort Gottes verteidigt. Das ist ganz interessant. Da kam es jetzt nicht zu einem Kampf mit Satan, was weiß ich, mit so Lichtschwertern wie in Star Wars oder irgendwas Komisches mit Gedankenkraft, wo sich die Sachen bewegt haben und dieser gewaltige Kampf zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt getobt hat. Nein, Jesus als der Sohn Gottes, trotz all seiner Macht, er hat sich nur mit dem Wort Gottes verteidigt. Nur. Das heißt, das Wort Gottes ist absolut das Wichtigste. Und Jesus antwortete und sprach zum Teufel zu ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes, wo er aufgefordert wurde, die Steine zu Brot zu verwandeln. Das konnte er. Er war der Herr über die Materie und hat gesagt, nein, ich vertraue meinem Vater. Der Mensch lebt nicht nur von diesen sichtbaren Dingen, sondern von einem jeden Wort Gottes. Bei der zweiten Versuchung entgegnete Jesus, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wo ihm der Teufel die ganze Herrlichkeit und die ganze Macht und die ganzen Güter dieser Welt geben wollte. Und er wollte einen Tauschhandel machen. Er wollte, dass der Sohn Gottes ihn anbeten sollte. Und Jesus hat eben gesagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er hat wieder die Bibel zitiert. Und dann bei der dritten Versuchung, wo ihn der Teufel aufgefordert hat, von der Zinne des Tempels hinabzuspringen, wo der Teufel sogar einen Psalm zitiert.
Er gebraucht sogar das Wort Gottes, er missbraucht das Wort Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt oder steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also wenn Jesus als die mächtigste Waffe das Wort Gottes eingesetzt hat, das ist eine Lektion für uns, dass wir die Bibel gut kennen und lieben und auch anwenden und gebrauchen. Deswegen war das eine wichtige Arbeit von Herrn Jesus, eine wichtige Aufgabe nach seiner Auferstehung, das Verständnis der Jünger zu öffnen für das Wort Gottes. Er hat ihnen gezeigt, wie viele messianische Prophetien sich erfüllt haben in diesem leidenden Messias, als Jesus gekreuzigt wurde. Er hätte doch einfach nur seine Wundmale zeigen können. Er hat gesagt, guck mal Leute, ich lebe hier, das ist doch genug. Nein, er hat sie auf das Fundament der Bibel gestellt. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch ein klarer Hinweis und das macht uns Mut zum Zeugnis, dass nämlich die Bibel mächtiger ist wie alles andere. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig in Gott. Zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Diese mächtigen Waffen, da geht es um das Wort Gottes und natürlich auch ums Gebet, aber gerade auch um das Wort Gottes. Ja, wer war Jesus? Im Psalm 107, 28 bis 30 steht Folgendes: Die zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zu Lande brachte nach ihrem Wunsch. Ganz interessant. Da heißt, dass Gott die Macht hat über die Natur, über das Ungewitter, über die Wellen. Und genau das hat der Jesus gemacht am See Genezareth, wo er den Sturm gestillt hat, wo die Jünger ja dachten, sie würden sterben. Oder in Hiob 9,8 steht, er breitet den Himmel aus allein und geht auf den Wogen des Meeres. Und das hat Jesus wortwörtlich gemacht, als er dort auf dem Wasser ging. Und wo Petrus dann als sehr mutiger Mensch da gesagt hat, Herr, ich will auch auf dem Wasser gehen, und dann hat er das versucht und dann ist er wegen seinem Unglauben ja untergegangen. Aber wir wollen das jetzt nicht noch mehr auslegen. Aber das zeigt die Göttlichkeit Jesu über das Gewitter, über die Wogen. Er hat den Sturm gestillt und er ist auf dem Wasser gegangen. Und wir haben ja auch vom Sichtbaren oder Unsichtbaren gesprochen. Und Jesus, um die unsichtbare Realität und seine Macht zu beweisen, hat er eben sichtbare Dinge getan. Zum Beispiel, nur Gott kann Sünden vergeben. Das ist ganz klar. Und als Jesus den Gelähmten geheilt hat, der ja von seinen Freunden durch das Dach heruntergelassen wurde, auch eine ganz interessante Geschichte, die wir ja sogar unseren Kindern und unseren Enkeln erzählen. Das ist eine der markantesten Geschichten. Und dann sagt Jesus Folgendes. In Lukas 5, 23 bis 25. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh? Was ist leichter zu sagen? Die Logik war, ja, man kann viel leichter sagen, die Sünden sind dir vergeben, weil das sieht ja kein Mensch, kann keiner beweisen. Doch ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann wandte er sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor aller Augen die Trage, auf der er gelegen hatte, und ging nach Hause. Dabei pries er Gott unaufhörlich. Da hat Jesus etwas Sichtbares gemacht, um das Unsichtbare zu beweisen und zu zeigen. Er hatte die Macht. Nur Gott kann Sünden vergeben. Das heißt also, Jesus war auch Gott. Das hat er auch auf dem Berg der Verklärung gezeigt, in Matthäus 17, 2 bis 5. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Also hier werden wir mit Dingen konfrontiert, die wir nicht kennen. Das sind, ich sag's mal so, himmlische Energiequellen und Dinge. Diese Herrlichkeit Gottes. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, und weil sich da jetzt eben die Dimension Gottes geöffnet hat, dann sind Mose und Elias erschienen. Ihnen
sind ihnen erschienen und unterredeten sich mit ihm. Siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn höret. Also hier spricht plötzlich Gott der Vater. Gott der Vater spricht mit seinem Sohn, der hier verklärt wurde. Was heißt das? Er hat seine himmlische Herrlichkeit gezeigt, die er im Himmel gelassen hatte. Er kam hier als Knecht, er kam in Menschengestalt, aber hier zeigte er seine Herrlichkeit. Und genauso wird er auch als König aller Könige wiederkommen. Und das durften diese 3 Jünger sehen. Petrus, Johannes und Jakobus. Den verklärten himmlischen Messias, König aller Könige. In Offenbarung 21:23 heißt sogar: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, das himmlische Jerusalem, noch des Mondes, auf das sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Ganz andere Realitäten. Wir dürfen auch annehmen, dass das Licht im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, das ja vor der Sonne da war, dass das mit dieser Herrlichkeit Gottes zu tun hat, die damals die Welt erleuchtet hat.